谢谢帮长，欢迎帮长接受我们公司台语台专访。Danke für Ihre Zeit. Also meine erste Frage ist, TSMC hat sich für Dresden entschieden. Und was würden Sie sagen, was sind die Vorteile von Dresden? Die Mikroelektronik ist ja überhaupt noch nicht so alt als Technologie. Wir benutzen sie heute und die jungen Leute können sich gar nichts anderes vorstellen, aber in Wirklichkeit sind das erst 50 Jahre, in denen es das überhaupt gibt. Und hier in Taiwan hat man vor 55 Jahren begonnen und in Dresden auch. Es gibt da ein Ökosystem, viele Wissenschaftler, viele Unternehmen, viel Erfahrung. Und wir wissen, in Europa ist Dresden der beste Platz für Mikroelektronik und deswegen ist es gut, richtig, aber auch folgerichtig, dass sich TSMC für Dresden entschieden hat. Und wie läuft im Moment diese neue Fabrik? Reibungslos? Alles Gute in Dresden? Ja, ich glaube, Sie kennen das hier in Taiwan, wie das aussieht, wenn so eine Fabrik gebaut wird. Es sind Dutzende Kräne, es ist ein buntes Lichtermeer, es sind unfassbar viele Menschen, die da arbeiten. Und es ist für mich atemberaubend zu sehen, wie schnell diese Fabrik nach oben wächst, wie eng man miteinander in Verbindung ist und wie gut und von der Kultur her, wie harmonisch es ist zwischen Taiwan und Deutschland. Das ist ganz harmonisch. Und was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat die TSMC, also ich meine Ansiedlung von TSMC in Deutschland, welche Bedeutung hat? Es ist ein ganz wichtiger Schritt, weil die Souveränität für Mikroelektronik ist der zentrale Punkt. Das wissen wir, gerade das Thema künstliche Intelligenz. Und TSMC ist das Unternehmen auf der Welt im Bereich der Mikroelektronik. Es gehört nach Europa und dass es sich jetzt dafür entschieden hat, ist auch ein klares Bekenntnis, dass in Europa in den kommenden Jahren und Jahrzehnten dieser Markt auch weiter wachsen wird. Und wie kann die TSMC helfen, so um die zum Beispiel deutsche Autoindustrie oder andere Branchen wettbewerbsfähig zu machen? Mikroelektronik ist die Schlüsseltechnologie, um die großen Fragen unserer Zeit zu klären. Und da gehört es über die Frage des Klimaschutzes. Klimaschutz ist dann am Ende Elektromobilität, ist künstliche Intelligenz im Bereich der Gebäude. Es ist die große Frage der Volkskrankheiten, beispielsweise wie Krebs oder Alzheimer. Wir werden dort nur eine Lösung haben mit der Digitalisierung, mit der Mikroelektronik und viele andere Bereiche auch. Und ohne TSMC geht es nicht. Das ist eine auch gute und wichtige Erkenntnis, die viele auf der Welt haben. Und dass man aber es schafft, dafür zu sorgen, dass in Japan, in Amerika, jetzt in Europa solche zentralen Fabriken sind, die sorgt auch dafür, dass sich TSMC weiter abstützt in verschiedenen Regionen. Ich denke, am Ende sind alle davon Profiteure. Wir wissen, es gibt nicht ein Land auf der Welt, es gibt eigentlich auch nicht mal eine Weltregion, die alleine die Mikroelektronik beherrschen kann. Man braucht das Wissen, man braucht die Zuarbeit von ganzen Weltregionen, um einen Mikrochip herzustellen. Das ist auch ein Beitrag für die Stabilität und für die Sicherheit in unserer Welt. Aber werden taiwanesische Unternehmen mit starken Gewerkschaften, so in Deutschland oder sogenannten der Feierabendkultur konfrontieren? Bestimmt. Genau so wird das werden. Aha. Und also wie planen Sachsen zum Beispiel so taiwanesische Ingenieure und ihre Familie, also beim Anleben in Deutschland zu unterstützen? Ja, es werden Wohnungen gebaut. Wir reden gerade über das Thema Medizin. Chinesische Medizin ist spektakulär, ist bekannt, in Europa aber nicht so praktiziert. Das wird eine große Bereicherung sein. Ich denke, dass das, was wir an Arbeitnehmernrechten haben, aber auch eine gute und wichtige Erfahrung sein wird für TSMC und für Taiwan. Zumindest sehen wir das bei Investitionen, die wir in Deutschland haben aus Japan oder aus den USA, dass das am Ende auch ein spannender Lernprozess ist für das Unternehmen in dem eigentlichen Herkunftsland.
Und welche kurz- oder langfristige Effekte sehen Sie durch die Ansiedlung von TSMC? Europa will ja einen größeren Teil an dem weltweiten Chipmarkt haben. Man hat sich vorgenommen 20% aus Europa. Das ist jetzt aus meiner Sicht eine Größenordnung, die nicht mal ambitioniert ist. Wir sind aber jetzt erst bei 10%. Und diese Ansiedlung von TSMC soll dazu beitragen, diesen weltweiten Footprint von Europa zu stärken. Mhm. Und in welche andere weitere Bereiche können auch eine Kooperation zwischen Taiwan und Deutschland, weitere tiefe Kooperation in der Zukunft? Ja, Taiwan ist ja das Land auch der Hochtechnologie in vielen anderen Bereichen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir noch viel mehr Kooperationen haben. Ich bin froh, hier zu sein, das zu erleben. Ich merke überall offene Türen und wissbegierige, neugierige Menschen. Das finde ich interessant, weil das bin ich auch. Mhm. Okay, dann letzte Frage. Also Sie haben Vormittag mit Chairman C.C. Wei getroffen. Und welche Themen haben Sie geredet und können Sie das mit uns teilen? Nein. Aha. Aber was ist Ihr erster Eindruck von TSMC in Hsinchu in Taiwan? Ja, es ist eine Kraft, eine Größenordnung, die nicht zu kopieren ist. Es gibt es nur einmal auf der Welt und das ist hier in Taiwan und das ist ein riesiger Erfolg, der zeigt, wenn man auf Leistung setzt, auf Exzellenz setzt, wenn man immer wieder Verbesserungen möchte, dann gelingen großartige Dinge. Und man kann Taiwan nur dazu gratulieren, dass sie diesen Weg gegangen sind und der so erfolgreich geworden ist. Mhm. Und TSMC hat mit so vielen internationalen Zusammenarbeit mit europäischen Unternehmen wie Bosch und so weiter. Und wie sehen Sie diese besonderen Merkmale von TSMC in der Zukunft im Vergleich zu TSMC? Es ist ein Ökosystem, wo viele zusammenwirken, die Spezifikationen, die es in Europa gibt, auch besser erklären können. Ich glaube, dass es viel auch Vertrauen geschaffen hat, dass Siemens oder Infineon, dass NXP, dass Bosch gemeinsam dieses Werk ESMC mit TSMC gemeinsam aufbauen. Und deswegen gibt es auch ganz viel Potenzial für die Zukunft, vor allen Dingen auch was die kleinen Strukturen angeht, was Chips angeht für andere Bereiche als Automobil. Dieses Werk in Dresden ist ja gedacht worden für die Industrieproduktion, für die Automobilindustrie, aber es ist auch noch viel mehr möglich. Mhm. Ja, okay, vielen Dank, Herr Mr. President. Schönen Aufenthalt in Taiwan. Danke. Ja, 真感謝你接受公司第一代訪問，vielen Dank。